Bonjour, mein Name ist Christian Kremer-Hoffmann. Ich wohne heute zu Kliew und ich will euch kurz als Kliewer Abtei vorstellen. Die Abtei liegt oben Birch, über der Ortschaft, was typisch ist für die Benediktinerklöster, die sich seit ihrer Gründung im 6. Jahrhundert gern auf den höchsten etabliert haben, an der Ruhe von der Natur. Durch ihren typischen roten Zylinder seht ihr die Abtei schon von weitem. Sie liegt angebettet an einer wunderbaren Landschaft. Der Architekt Klump hat sich die rote Ziele gewünscht. Es heißt, er wollte eine freundliche Not an die Deiche äuslicher Büscher setzen. Es ist eine relativ junge Abtei, etwas mehr wie 100 Jahre alt. Die erste Gemeinschaft von 47 Pateren, die 1911 hier angezogen sind, kommen aus Frankreich. Sie hatten hier Abtei an der Normandie müssen verlassen unter dem Druck von den Gesetzen am laizistischen Frankreich, und sie haben dann zu Kliew eine neue Abtei gegründet. Der damalige Bürgermeister Emil Prüm war ganz stark engagiert dran an der Sache. An eng französisch-adlige Familie vom früheren Abt, hat ein groß finanziell Spend gemäht. Der Bau selber ganz aus Haarstein, die direkt zur Platz rausgebracht goufen, verdanken wir vielen dichtischen Stehmetzer, unter anderem aus Italien waren 85 Stehmetzer hingekommen, die das riesige Mauerwerk abgerichtet haben. Ein Motto von den Benediktiner ist Ora et labora et lege, Biert, a Schaff, a Lies. Auch heute zu Kliew ist den Tag abgedeelt zwischen Bierden, Schaffen, und Bibelstudium, Lektüren. 7-mal am Tag kommen Patren an der Kirche zusammen für mit ihnen zu beten. Hier Officer sind frei zugänglich für jeden Verein. Und als Anwohner von Kliew wissen wir, von Klacken raufen gehen Patre beten, eine schöne Verbundenheit. Ora et labora, manuell Arbeit gehört auch dazu. Früher hat die Bauernhof alles produziert, was für zu leben gebraucht wurde. Hockt Getei ein Naturprodukt hergestellt, einen wunderbaren Äpfeljus, den auch am Boutique von der Abtei verkauft wird. Vom Stil her ist die Abtei am Geist von der Neoromanik gebaut gin. Der riesige Turm erinnert an den Turm von der berühmten französischen Abtei Cluny aus dem Mittelalter. Den Turm ist innen viereckig, oben achtdeckig, was auch eine symbolische Bedeutung hat. 4 Zoll von der Erde, 4 Elemente, 4 Himmelsrichtungen, 8 Zoll vom Himmel, den 8. Tag ist der Tag von der Auferstehung, von der Verlendung an der Ewigkeit. Also eine Verbindung von der Erde zum Himmel, was ja auch Ziel von so einem Klosterleben ist. Bannendran zeichnet dieser Kirchenraum eine grosse Sobrietät aus. Nachdem die Abtei am Zweiten Weltkrieg viel zerstört war, ist sie neu abgebaut gin, aber bannendran neu aménagiert gin. Und das dominante architektonische Element, der runde Bau, ist valorisiert gin. Der Bau, der ja an den Rehbau erinnert, ein altbiblisches Zeichen für die Allianz zwischen Gott und den Menschen. Wenn ihn an die Kirche rackend, geht der Blick angezogen von dem massiven Altar aus Stein, den dekoriert das mit den 4 Symbolen von den Evangelisten. Den Altar ist das Lebenszentrum von diesem Raum, den Tisch von der täglichen Eucharistiefeier. Oben am Chor schwebt das Kreuz, ein glorreicher Kruzifix, die helle Froden, Emailverzierungen, die an Edelsteine erinnern, deuten an, dass der Tod von Christus an der Auferstehung schon überwunden ist. Vierum Hauptchor sind Stallen von den Pateren. Hier sangen sie Psalmen, das uralt Gebete aus der Bibel, ein Gebet am Dialog von 2 Gruppen, den auch an den Dialog vom Mensch zu Gott erinnert. Die Abtei hat auch bedeutend Seitenaltäre, 4 davon stammen aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Sie kommen 1910 hierher aus der früheren Jesuitenresidenz aus der Stadt. Links an der Feierung sehen wir ein Flügelaltar mit an der Mitte einer bedeutender sogenannter Vierge Dorée.
Maria dreht Jesuskant Ohren, hiet Gesicht strahlt Friedener Fried aus. Rechts a links vun hier d'Statue vom Helgen Nikolaus a vom Helge Jakobus. Direkt am Abgangsbereich vun der Kirch, links von den Rockend, ass eng aner Mariendurstellung eng bedeutend Pieter aus dem 15. Jahrhundert. Maria dreht ihre verstorbene Jung am Schoß. Ihre Gesichtsausdruck ass den vu würdiger, gefasster Trauer. Hei op des Platz kommen Mënschen fir ze bierden, dat gesei den und denen brennende Kerzen an Buch, an dem d'Leit hier Anliege können niederschreiben. An so können des Anliegen mat raggeholl gin, an dat immer während Gebiert vun de Pateren aus der Abtei.